Willkommen auf meinem YouTube-Channel. Vor einer gewissen Zeit hatte ich schon ein neues Video gemacht, wo ich mich neu vorgestellt habe. Und dabei ist mir aufgefallen, dass es ein anderes Video gibt, den ich in der Zwischenzeit wählt, auch neu machen, weil auch da sich Sachen dran entwickelt haben, wo am Ende wichtig ist, viel zu verstehen, wie ich in der Zwischenzeit die Sache gesehen, beziehungsweise wie ich mit den Sachen umgehen und was ich den Leuten kann mit auf den Weg gehen. Und zwar hatte ich ein Video darüber gemacht, über Therapie auf der einen Seite versus Coaching, wo ich demut schon in die Richtung gegangen bin, dass ich mehr von alternativem Coaching geschwärzt habe. Das heißt, was ich an meinem Video über die Vorstellung gesagt habe, gibt nicht wirklich den Tierrang, wo all einzelnen erstens mal komplett ausfällt, aber wo komplett drauf passt. Weil immer individuelle Sachen mit eine Rolle spielen, aber wobei mir auch noch wichtigerweise dabei sind, wo ich nicht, also richtig verstanden, klar, mal kurz ab, dass ich nicht als andere Leute nicht aus demselben Grund mache, ich probiere einfach just ein bisschen mehr weit zu erklären, dass es auch Gründe da sind, für was ihr vielleicht verschiedene Sachen so möchte und nicht so wie nicht gelehrt wird, oder wie es einem viel geschrieben wird. Wo für mich ein wichtiger Punkt ist, eben am Sinn von, ja, und mit den Erfahrungen über die Jahre wasch, ich sehe persönlich der Meinung, dass es heutzutage gut ist, wenn Leute, die etwas anbieten, von Zeit zu Zeit ein Refresh machen, für über die Erfahrungen können zu schwatzen, können zu sagen, hey, das ist der Grund, für was ich so mal die Ausfahrt geholt habe, von der Straße, Coaching, Therapie oder was immer an denen der Richtungen. Aber wie letzte kann ja auch bei dem Video mit dem Vorstellen, habe ich mir das hier auch Notizen gemacht, par rapport zu dem Video, den ich gemacht habe, über Therapie versus Coaching. Also Therapie betrifft einmal eine ganze Hauptsachen. Das geht von den typischen Psychotherapien bis hin zu anderen Sorten von Therapien. Ich will nur mal klarstellen, es gehen verdammt gut Therapeuten, egal auf welchem Gebiet, aber leider erlebe ich auch des Öfteren, dass die Leute nicht mit dem rausgehen, wo man sich wirklich anfangen können. Das heißt, so von den Punkten, von den Sätzen, den ich so oft sehr gekriegt habe, und das war ziemlich egal, ob das von einem Psychotherapeut oder war, also Klient von einem Psychotherapeut wie von einem anderen Therapeut, das war der Satz, ja, mit den Lesungen, die leiden erst dran. Und genau da haben wir dann auch abgehalten. Das heißt, die Person ist sich rausgegangen und gesagt, okay, ich schon all das immer und es sind sie blöd, für eigentlich können umzusetzen oder für können zu fangen immer dran. Und da haben sich da viel abgehangen. Und du musst ihnen auch erklären, dass es Therapierichtungen gehen, wenn ich Leute gefragt habe, ja, was hast du dann 2 Jahre lang gemacht mit deinem Therapeut? Ja, ich schon geschwärzt. Alles schön und gut, das Schwätze ganz viel kann Dingen, weil es einem die Möglichkeit gibt, eigentlich mal die Sachen rauszukatzen, anstatt dass am Kopf die ganze Zeit drehen. Mir war mit dem Geschwätzen nicht angefangen, wenn einen Therapeut hat, den daraus heraus die Person nicht in Richtungen lenkt, für sie zu rekadrieren, für eine andere Art und Weise mit auf den Weg zu gehen, für über etwas nur zu denken oder für eine Sache zu sehen. Dann ist nicht ganz viel gemäht, sich so hinzusetzen, an irgendeinem seine Geschichte zu erzählen, aber möchte die auch noch irgendwie nicht zu wiederholen, weil ich nicht weiß, was die sonst zu erzählen hat. Versteht mich richtig, das ist, wie ich gesagt habe, das ist nicht, dass all Therapeut so NRW ist. Mir sind da leider so NRW, und da geraten da Leute und hier Grenze par rapport zu, was meine ich eigentlich da? Ja, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, es gehen so viele Techniken, so nicht mal, und so viele Tools, die irgendwie zusammen können gemischt gehen, wie die Menschen gehen. Das heißt, so gut, wenn die Therapeuten sind, die gut sind, auch die merken, dass sie mit verschiedenen Menschen und Grenzen geraten, einfach aus dem Grund heraus, wenn das Schiedfried an die Richtung funktioniert und lebt sozusagen. Das ist mein Punkt an meiner Reproche, die ich gleich opportun, war unter anderem den, dass wir eben den Punkt tun, ja, wir haben Lesungen an alles dran und dann hat man heute dann Geschichte und den anderen kann gucken, dass es eins geht. Das ist auch ganz schlimm, muss ich sagen, weil nur nach vor kurzem hat irgendjemand bei Facebook ein Profil abgesagt, den dann auch die typisch, die absolut super Tipps mit auf der Wege, die so eine absolute Weisheit klingen. Wie war das ja?
Für glücklich zu sehen, muss ich just von dem lasslosen, von seinen negativen Gedanken lasslosen oder lasslosen, so mal von dem, was ihn unglücklich macht. Und so Leute, oh super, ja, da tue ich nicht viel. Und an meine Gruppe, wo es darum geht, wo Leute an Depressionen sind oder whatever. Und das sind mir der Wert, und der Wert geht knapp so geschwart. Und das wird dann so abgefangen. Wie sieht ein Französisch Freundin von mir? Jacka, Focke oder Focke, Jacka. Und es gibt keine Tipps mit auf den Weg gehen. Und ich verlange schon nicht, dass ich über ein Facebook-Gruppe oder ein Facebook-Profil ein großes Coaching möchte, mir mal Tipps mit auf den Weg zu geben, zu sagen, hey, probier mal vielleicht das. Das hilft dir vielleicht von den negativen Gedanken ein bisschen loszulassen. Aber das kennt er nicht. Und den proklamiert dann an der Facebook-Seite, dass der Coach ist. Kein Kommentar, also ein Kommentar. Den zweiten Punkt, den ich an der Zwischenzeit festgestellt habe, also auch damals, wo ich den ersten Video gemacht habe ich davon geschwärzt, dass ich das schon selber bei mir schon echt an eine Richtung von alternativen Coaching gesehen habe. Das hat einfach damit zu tun, weil ich schon Anfang an auch ganz viele Alternativtechniken mit reingeholt habe. Ich erkläre ein bisschen. Ich habe schon sich gar nicht Gebiet vom Coaching per se angefangen. Ich habe schon mit Karten angefangen, wo ich am Anfang eben den Tarot, so wie in der Lehre mal für Zukunft gebraucht und irgendwie in die Hand kommen sehen, das bringt gar nichts für die für Zukunft zu gebrauchen. Komm, wir gucken mal Tarot zu gebrauchen, für als Problematik besser zu verstehen. Woraus dann in dem Moment auch der Bessere kommen ist, wie kann ich Leute mit den Informationen, die ich an der Karten begleiten und darauf sehen, habe ich dann die Chance gehabt, einen guten NLP-Kurs zu machen. Ist so eine gute, weil ich schon leider ein paar schlechter mal erlebt. Auch da mit Vorsicht zu genießen. Das heißt, den erst beim Master erzählt Schluss, dass da die Vorannahmen nicht mehr braucht. Wann es schläft, da gibt es so runden Dinge mit einem Deckel drauf und genau da gehört das dran und nicht mehr raus. Weil mein Lehrer, den Markus Hüntung, für die Leute, die sich interessieren, die war nicht ganz proper. Markus Hünting, für die Leute, die das interessiert, den hat immer das als den absolut Basis a Bitter gebraucht. Das heißt auch von den Herrn No Fall mit dem angeschwärzt, weil sein ewiger Satz, welche Vorannahme haben sie außer Acht gelassen? Aber genau so ist es. Leider erleben wir, dass gerade ganze Leute auf dem Gebiet Bemo die Vorannahmen nicht mehr kennen. Der will Heinz uns abfrischen. Und zweitens ist schon dran macht, schon no Master, die brauche ich doch nicht mehr. Wo so für mich auch immer so ein Mangel an Professionalität rauskommt. Lass es so viel auf dem Gebiet für uns voran. An den Coaching-Techniken wird ganz oft von Ressourcen gesprochen. Was ich über den Lauf von meinen Erfahrungen mit Klienten, an meinem Leben, an mit dem, was du bei uns lebt, eigentlich mitgemacht habe, dass man ein ziemlich, wie soll ich das ausdrücken, verzerrten Bild tun, was Ressource eigentlich ist. Schon mal einfach vor uns. Das ist das, wenn wir von Ressourcen schwätzen, haben wir zwei Punkte an unserer Gesellschaft. Das ist als Ressourcen wie also Erdressourcen, den Erdöl, den Erdgas etc., wo wir Preissteigerungen gesehen, weil wir gesagt kriegen, dass die Ressourcen nicht unendlich sind. Das ist der E-Punkt. An der Zwischenzeit hat sich schon als wunderbarer Spruch daran bewegt, dass man lo, wenn man einen Platz soll kriegen von einer Ressource im Mensch schwätzen, auch wenn man schon wissen, wie der Mensch mit der irdischen Ressource umgeht, wissen wir schon auch, aber sieht schon auch, wie der Mensch an der Zwischenzeit mit der menschlichen Ressource umgeht. Das heißt am Sinn von, mehr gebraucht nicht, bis es der Schnee fällt, und dann setzen wir Besonderes dahin. Das heißt, leider sind wenig Leute daran interessiert. Es gibt natürlich auch da ein paar absolut Goldstücke an der Schaffen, die sich wirklich Gedanken darüber machen, von wegen, dass das ein Mensch ist, den eine Psyche, den ein Leben hat, und das sehen, was den die besser pflegt, so wie Leute die ein Auto pflegen, also dann ist auch mir lang treu, da möchte mir lang treu Dienste. Das heutzutage sind da genug dabei normal, also die Ressource als an dem Fall da, mir das auch die Ressource eigentlich ja, was Kapazitäten betrifft, vielleicht auch benannt geht, das steht schon fest eigentlich par rapport zu also oder weiß, wie mehr Ressourcen betrachtet. Und ich weiß natürlich, dass ganz Leute gehen, also ja, mir ist schwarzen von der großen Ressource vom Universum und das ist unendlich und so viel und so weiter. Ja, auch wenn wir das bewusst wissen, haben wir Hannen drin 92 bis
95% Innerbewusstsein dat gepolt gin as geleiert gin ass dats eng Ressource etwas unendlicher ass. Das ist den erste Punkt. Die zweite verzerrte Sache ass, dass uns sech eng Ressource etwas ass, wo en zurück und qual geht fir se können drunter zu ressourceieren, sech op können ze fëlle fir abs zu machen. Viel Leute, die an die spirituelle Richtung oder esoterische Richtung gehen, an die du auch zwei Fäsen und Bottom haben, die wissen genau, wo war der Schwarz, das sind eben so Sachen, wo Leute so, heinzens muss ich von den Leuten fort, dann gehe ich an die Natur sitzen und da kommen ich rum und da sind ich dann das Batterieren voll, da sind wir schon richtigen Dinge, weil das ist ziemlich unendlich, und die müssen an ein Universum zu greifen. Aber wenn ihr eigentlich guckt, also jede Ressource kann als endlich dünner gestaltet. Die menschliche Ressource geht so genauso lapidar, bis sie irgendwie nicht endlich geht. Wie man mit den irdischen Ressourcen gemacht hat. Also wir sehen Stufen dran. Also als die Balance-Ressource, als und die Lindo gekoppelt, und die Chance, dass wir erlauben tun, dass die Balance-Ressource auch endlich ist, ist extrem, extrem, extrem hoch. Also, weil ich was von dem Wort Ressource par rapport zu was der Mensch betrifft, en plus, das ist keine Ressource, das ist eine Fähigkeit, die wir haben, das ist ein Talent, was wir haben, es sind Techniken, die wir haben, es können auch von Energie schwatzen, die wir haben, wo wir just nicht gelernt haben, damit umzugehen, wo wir ganz oft gelernt haben, zu verdrängen. Und dazu werde ich auch kommen, werde ich mich weiter an den Dingen rangehen. Das heißt, mir geht also daran schon, dass die Idee von Coaching alles schön und gut ist, mir auch so ein bisschen hier feiern wird. Was nicht, wie gesagt, nachher, was nicht durchstellt, dass eben das ganze Coaching soll an den Ton treten, aber dass es vielleicht wichtig ist, par rapport zu der Person, par rapport zu der Situation, in der die Person sich betrifft, sich zu fragen, als Coaching per se das, was richtig für die Person funktioniert. Und da komme ich mit dem heran, wo ich in der Zwischenzeit ganz viele Sachen beigelegt habe über die letzten Jahre, wo ich feststelle, dass das eine extrem Flotbasis gibt, sagen wir mal so. Und zwar natürlich, also da mir einfach von den, also für mich ist es mir einfach, wenn ich eine Person habe, die ein bisschen offen zu den Sachen ist, weil ich schon in und anderen zu Sachen gelehrt, dass einmal ja den Zhou Mingli als taoistische Numerologie, und das ist der Bazi als die taoistische Astrologie. Die kennen die meisten Leute am Sinne von, ah ja, es sind Hunde, Metallhunde, das sind die Sachen, mir viel mehr weit. Aber was ich so flott daran erfahren ist, dass das als eine Idee gibt, was mehr an uns dran haben. Erstens einmal dadurch, dass ich über die taoistische Techniken gehe, das heißt, ich setze taoistisch mir global dahinter, die meisten Schwarze von fernöstlichen Techniken, das heißt, anstatt dass ich mit den 4 Elementen davon schaffe, aber wir vergessen so lang die Geschichte mit dem 5. Element, mit dem Pseudo-5. Element. Das erkläre ich am Podcasten. Mir ich war das, was Wu Jing heißt. Wu Jing sind die 5 Elemente, wie mehr nennen, wir schwätzen von 5 Movementen, wo ein Zyklus, also wo ein Zyklus dran hat, wo die 5 Elemente mit dem anderen interagieren, wo sich ein bisschen eine Vorstellung schon machen kann, weil an uns dran, egal ob ich vom Körper selber schwätzen, interagiert alles mit dem. Das heißt, dadurch, dass ich so ein Herz, das pumpelt, Blut ändert anderem durch unseren Körper, ändert anderem an unsere Lungen, für das Sauerstoff tragen, mir wie die Sachen mit denen interagieren, aber wie wichtig die auch an dem Sinn sind, dass sie mit denen interagieren. Und genauso interagieren auch all die Energien, die an uns dran sind. Aber wenn eine Person aber keine Ahnung hat, was Energien so hat, weil woher hat sie die Idee auch, dann sind wir ziemlich sehr fertig. Und ich weiß natürlich, also seit so, ja, wir haben noch Astrologie. Alles schön und gut, wenn man mit dem umgehen kann, aber wenn man mit dem eins geht. Ich persönlich distanziere mich immer mehr und erster Stelle zu recherchieren und zu herausfinden, dass Astrologie high symbolisch ist, weil sie sich auf ein Sternbild basiert, das 2000 Jahre alt ist. Das heißt, die gucken nicht mehr in den Sternenhimmel dafür. Während wenn die vedische Astrologie zum Beispiel hält, die ähnlich ist wie Eisastrologie, da können trotzdem oben denken, dass die wirklich gucken, wo stehen die Planeten wirklich real an die Sterne, wirklich real, wo in der Welt kommt ist. Das ist für mich schon so eine Sache für sich. Darüber könnt ihr eigentlich googeln, das ist mega spannend, für mal eigentlich der Sache ein bisschen nachher zu kommen.
mit der chinesischen Astrologie ist das direkt mit dran, das ist direkt mit dran kalkuliert, erweist also die verschiedenen Elemente. Und das ist eine Erfahrung, die ich selber mitgemacht habe. Ich erkläre nicht ein bisschen, was die Elemente betrifft. Ich gehe noch nicht auf die ganzen Elemente an, aber par rapport zu Sachen, die ich miterlebt habe mit Leuten. Und auch mit mir selber. Das heißt, es kann sein, dass der eine Technik oder einen Charakter unerzugekriegt hat, für mal so auszudrücken, wie der zu sehen hat, par rapport zu den Demanten von den Eltern, von den Erwachsenen, von den Schulmeistern, von den Chefen, whatever, die ganzen Dinge. Und dass merkt, dass die ganze Zeit, dass irgendwo nicht damit nehmen geht. Das heißt, da kann der ein System kommen, wo eine Person sagt, so und so musst du sehen. Und der probiert mit allen Mitteln, die er gesehen, aber weil das nicht anerschlägt, kriegt das nicht hin. Und da kriegt er noch viel geworfen von wegen, dass der schlechte Will gewesen hat, dass den anderen veräppelt hat, dass die gar nicht zurückgeholt hat an seinen Demanten, an seinen Kritiken und er. Und er fängt an extrem viel an er selber zu zweifeln. Und denen Zweifel geht er dann irgendwie nie bei einem Coach oder bei einem Therapeut. Und mein Dinge, wo ich mich rausholen, wo ich eben nur an die metaphysische Beratung komme, wie ich es nennen, ist, genau die Sachen da mal dran zu holen. Das heißt, ich schlosse natürlich mein NLP nicht auf der Seite, an mein psychologisch Vorstellungen oder Ideen oder Gedanken, die ich schon nicht auf der Seite, also das meist du richtig verstehen. Das sind nachher mal Sachen, die ganz wichtig sind oder dran. Aber ich basiere so etwas anderes. Das heißt, was ich selber mal erlebt habe, ich bin als Kind eine Person gewesen, von der jemand mehr respektlos umgegangen ist, dann habe ich die Person ziemlich sehr auf das Schiff geschickt. Das ist so weit gegangen, dass Leute mehr gesagt haben, das ist nicht gerade die Freunde, oder weiß, wieso Leute einem das so und so. Wenn du so umgehst mit deinen Freunden, ja, da wirst du irgendwie nie allein durchstehen. Was bist du so piepisch, und bei der muss ich ja all Wort auf Vorschule legen, und so viel und so weiter. Das heißt, die ganze Reproche waren bei mir, weil andere Leute eigentlich hatten ein bisschen Respekt müssen investieren, ein bisschen Energie müssen investieren, ein bisschen Gedanken hätten müssen investieren, etc. etc. Das würde ich schon mal sagen. Ich wollte keine roten Teppich in der Geschichte. Aber es war damals der Meinung, das ist schon eine schöne Wehe noch immer, ich war damals der Meinung, okay, wenn eine Person so mit mir umgeht, für was soll ich da in Energie ran investieren, weil ich sowieso nicht dabei rauskomme. Und ich schon so lange über Jahre gesagt kriege, dass ich die falsch gedacht habe, dass ich also die Orderweise komplett zurückgesagt und immer gesagt habe, oh, komm, den anderen hat vielleicht nicht so gemeint, ist nicht so piepisch, das vielleicht den das gar nicht so, nee, den hat auch schlechten Tag oder whatever. Und ich schon mal Sachen gefallen gelos, bis ich schon in Bett geworden bin. Und festgestellt habe, dass ich einen ganzen Kopf Metall an meinem Bett habe. Metall steht für Gerechtigkeit, steht dafür für Clean Cuts zu machen, also für proper Trennungen zu machen, steht dafür für Mustern zu erkennen und unter anderem an die ganzen Sachen auch zu integrieren. Ja, okay, Wunder, dass ich irgendwie nicht NRW krank gesehen, weil ich nicht auf die Metall an mir abgepasst habe. Für was? Weil ich nicht wusste, dass ich die Metall an mir hatte. Natürlich auch, weil meine Eltern die Sachen nicht wussten. Also, dass man das richtig verstanden und ich will nicht als Schuld auf die Eltern sitzen. Mir stell dich mal vor, der hat gekannt und der wisst, dass das sich mit irgendeiner Sache schwer steht. Und ich aber so merkt, der zum Beispiel, dass ein irgendein Element viel hat oder irgendein Element gar nicht hat. Dann hat er Möglichkeiten, das gibt erst Möglichkeiten, Techniken zu entwickeln, für den zu sagen, okay, was können wir machen, für das die dort Fähigkeit, die an sich hat, weil die ihm an seinem Weg gelöst gehen, also sozusagen, für das die kann am Leben proper ausleben. Ob eine Art Weise, ohne andere Leute zu verletzen, aber für aber auch mal an sich selber respektvoll umzugehen. Nachdem ich wusste, nachdem bei mir endlich ein Klick kam, also, ja gut, kein Wunder, dass es dann nicht gut geht mit all dem Metall, den sie mal einfach so, das waren 52% von meiner Grundkehrenergie, die ich da mal einfach über Bord geworfen habe, weil ich und das gelebt habe, was ich von Erwachsenen für Jahre gesagt habe. Und nachdem ich darüber angefangen habe zu urschen und das anzufangen zu integrieren, habe ich mal verschiedene Leute, die mit mir absolut respektlos umgegangen sind, über Bord gehalten und dann einmal hatte ich die Energie für 2 Bücher zu schreiben. So, und das ist es, was ich den Leuten mit auf den Weg gehen.
Wann ich an dat komme, wo ich so schwatze von metaphysischer Beratung, das heißt, de Leute mal und echter Stelle nicht zu sagen, dass du ein Problem hast, was du komplett falsch. Wir können gucken mal, was den Energien, den Fähigkeiten, den Archetypen, den was immer, aber schon nicht das von Ressourcen raus, überhaupt weise, was du an der hast, was du kannst integrieren, für das vielleicht dein Problem sich gar nicht mehr wie ein Problem auffällt. Weil wir sind so an einer Art von Identität gelernt, das heißt, Identität heißt, wir sollen mit irgendetwas identisch sein, wir identifizieren als mit etwas. Das hat nichts damit zu tun, wie wir individuell sind. Wenn ich lief, beruht erst auf Jung, auf Carl Gustav Jung, und nicht auf Poppsychologie, wo Leute merken, sie wissen, wo was sie verschwatzen und anstatt dahinter sitzen. Passt du wirklich auf, wo der Quelle sich geht. Also ich kann wirklich nicht mehr plädieren für Jung festzuhalten, weil die wusste, was er geschwart wird. Und den Trick mit der Geschichte ist, wenn ich der Personenraum kann, allein für uns zu fangen, eine Basis kann gehen, ich kann sagen, hey, das sind die Energien, die in der Weg sind. Das sind die Energien, die der matt auf den Weg sind. Was von den Energien gebrauchst du? Wie gebrauchst du sie? Was für Interaktionen hast du geraten? Was fehlt davon von Energien? Und dann Tipps, die können uns ganz pragmatisch sein. Leute, die nicht viel Wasser haben, geht schwimmen. Leute, die nicht viel Erd tun, schaut am Gott. Also, das kann uns extrem pragmatisch sein. Und das ist eine Basis. Das heißt, das ist nicht das about sie an Zhugang Ming Li erst alle Lesungen bringen. Aber sie geben erst die Möglichkeit, die ganze Problematik an erst selber an der Problematik mal aus einem anderen Point de vue zu gucken, für besser zu verstehen, was los ist. Anstatt an dem Point de vue, wo an die Identität geknetscht ging, sondern mal über die ganzen Jahre konditioniert ging, und nicht mehr weiß, wie eigentlich die Maske da mal aussieht, auf wen handelt der Maske ist. Übrigens, zu dem Thema habe ich eine Kurzgeschichte an meinem Buch Die Wege des Labyrinths, die heißt das Ende der Masken. Das heißt nicht so, das ist eine Geschichte, die genau darum es geht. Sich von den Sachen eben können zu distanzieren. Das heißt nicht, dass der Teil zu uns eine Maske braucht, einfach für an Kommunikation zu kommen, weil die Maske heißt zum Beispiel die als Persona genannt. Eine Persona heißt durch den Klang. Das heißt, das ist der Klang, mit dem wir als Informationen und die nächste weitergehen, das auch für die nächste verständlich sind. Alles Sachen, das sind Tools. Wenn immer kennt, das falsch an, wenn der Dummer in der W sieht, ja, dann hat er selber noch nicht kann. Der könnt er selber kennenlernen. Das hält er nicht davon auf, als Tool, als Werkzeug, eine Maske zu gebrauchen für eine Kommunikation mit den Einzelnen zu sehen. Absolut kein Thema, mehr gehen nicht gelehrt. Und das ist genau da, wo ich eigentlich immer mehr hier rutschen, eigentlich auch durch die Erfahrungen, die ich mache, par rapport zu dem, was ich gelehrt habe, für die Leute rauszuholen. Das heißt, wenn ich viel gesagt habe, man kriegt gesagt, der hat Fähigkeit, der hat Lesungen an erst, der hat Ressourcen an erst. Merci an Adi, an Leute, die da rauskommen, also ich weiß nicht, wie ich an die Ressourcen komme, das heißt, wir haben an der Schuld, probieren nicht Leute auf eine Responsabilität zu kriegen. Responsabilität, sich selber Rede und Antwort stehen. An dem Moment, das wird Responsabilität wirklich an die Macht zu feiern, von welcher, was für ein Einzelne machbar ist. Sich selber gegenüber, für auf sich selber aufzupassen. Wir sind für uns selber responsabel. Und nicht alles, was am Leben geschieht, als Schuld. Und ich will auch das Thema Karma mal für 2 Sekunden herausregeln. Das also nicht, das spielt auch keine Rolle in dem Moment. Wie viel wirklich an dem Moment an den Dingen rüberzukommen. Das heißt, wenn ich aufhänge, nicht mehr von Schuld zu schwätzen, mehr von Responsabilität, und ich erkläre den Leuten, dass Responsabilität die Verantwortung, das Wort sagt, Verantwortung, Antwort, wie man uns selber gegenüber entfernen, also allein schon als Kommunikation mit uns selber, können wir richtig lernen, wenn wir wissen, was für einen Undeler wir haben. Wenn wir unter dem laufen, dann erstens mal liebig Undeler von uns selber als Ressource hinzustellen, kann das nicht über den Nähen. Wir sind eigentlich das hierarchisch mit uns selber in der Weg, wenn du das Vokabular schon nicht propos. Das würde ich immer so an. Junge Martinsons Feng Shui mit ihrem Vokabular gehört mal Sachen raus, die vielleicht ein ungesundes Denkmuster entwickeln. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, von der Idee von Ressource rüber zu gehen, ob
Undeler, ob Dynamiken, ob Energien, ob Fähigkeiten. Also alles Sachen, die erstens mal viel mehr eng lebendige Interaktion haben, wie irgendeine Ressource, die in Zustand leid, wie wenn ich, was weiß ich, Pack Mehl an den Keller sicher gehen. Für da eng Interaktion zu ermöglichen, weil man der Pack Mehl hat normalerweise keine Interaktion dann in dem Moment. Dann ein anderer Punkt, den ich gleich hier auch geschwatzt habe, der für mich extrem wichtig ist, das Thema, dass man an unserer Gesellschaft haut auch an den Schulen komischerweise wird das sich bis an der Wissenheit an der Zwischenzeit gezogen, das wird Pädagogie. Das gibt schon auf dem Podest gesagt, da bleibt mir alles irgendwo hängen. Das heißt, Pädagogie also am Anfang nicht mehr für Kinder gebracht wird, weil Päda steht schon dafür, wissen wir an ganz anderen Techniken, an ganz anderen Themen, wissen wir schon, wo die Pädo hier kennt. Ne? An de Bemol van der wann der e Kur macht fir Erwusner hat der e Bemol, ich kann mich erinnern, dass ich ein questionnaire hat, wie hat er dann den pädagogischen Wert von dem Kur fand. Den habe ich mal dran geschrieben, was mit Pädagogie op sich hat. Aber wo ganz viel Leute, also wirklich wenn sie und Erwusner gehen an Taschenzeit wo Pädagogie schwätzen. Pädagogie entwickelt direkt eine Hierarchie. Für die Leute, die den Dinge nicht wissen, weil ich schon auch irgendwie an einem Buch gelesen, wo ich bei Schräg aus einem Flieger gesprungen war. Das Wort Pädagogie kommt aus dem Griechischen und das war unser Genum, der Pädagogos. Das war ein Sklav, der Kanner dazu gedrillt wird, nur gut Sklaven zu sein. Aber nur Leute sagen, ja, mit Pädagogie hat sich weiterentwickelt. Nee, Quintessenz von dem Wort bedeutet immer noch dasselbe. Da wollen wir als Pädagogie angucken, wissen wir immer noch, wo wir unterwegs sind. Klammer ab, Klammer zu. Weil Leute mich fragen, was gibt der heute an der Schule besser machen, die wissen, ich gebe Pädagogie mal. Ich kann rausgehen und ich gebe den NLP vorannehmen, mal raussetzen. Kann etwas wirken, mir natürlich, das ist nicht gewollt, mir das ist ein ganz anderes Thema. Also holen ich Leute gerne da raus. Es gibt für Erwachsene einen Ausdruck. Und ich verstehe noch immer nicht, für was das nicht mehr für Erwachsene ist. Das heißt Andragogie. Andragogie heißt, einem Menschen einen Kader zu schaffen, an dem man üben kann, ein bisschen Techniken kann, für sie da noch an einer gewissen Sicherheit, an einer gewissen Vertrauensbasis par rapport zu sich selber, kann am Bausitzen absetzen. Ich verstehe noch heute nicht, wie das nicht auch für Kinder gebraucht wird, weil ich persönlich der Meinung, dass ein Kanner einem Kind das genauso kann beibringen, Sachen an einem gesicherten Kader, an dem Moment, das gelehrt wird, geübt wird, und nicht alles kann am der Welt draußen gebrauchen, an seinem Alltag kann gebrauchen. Also für was das nicht mehr soll für Erwachsene sein, erstens, und zweitens, bemol auch nicht mehr für Erwachsene gebraucht wird, wir sind an der Pädagogie für Erwachsene, der merkt, wie verzerrt die ganze Poppsychologie ist, und wie sie an eine ungesunde Richtung geht. Und genau davon will ich mich distanzieren. Wenn ich aber hingehe, und ich brauche Andragogie an dem Kader da, dann habe ich an unserer heutigen Gesellschaft ein weiteres Problem, was Therapie betrifft. Erstens einmal, als Seelen die Kader geschafft, an dem die Person die Möglichkeit kriegt, mit seinen Moyen die Techniken zu lernen. Weil erstens mal, als ich für ihn ernst ist, den muss ich sagen, hat viel lesen, den anderen muss es niederschreiben, den muss Bewegung sehen, für etwas zu lernen, etc. etc. Wie viele Therapeuten kann der, wo der Schnitt muss an der Sessel sitzen und so zu bleiben? Probiert mal ein bisschen aufzustehen. Guckt mal, ob ein Therapeut nervös geht oder nicht. Wenn er nicht nervös geht, dann hat er eine gute, weil er sieht, den hat gerade herausgefunden, was er muss machen, für sich, für die Sachen zu integrieren. Perfekt. Also ein Testwert, ganz am besten. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, auch wenn ich an ein Coaching gehe, also ein Kader gesagt, für eine Lesung zu kommen. Das heißt, an dem Kader sind die Sachen schon dran. Mit der Seelen ein Kader gesagt, an dem eine Person mal rauf kann kommen, ob es für wirklich mal bei sich eigentlich können umzukommen, einmal 2 Sekunden lang darf sagen, okay, es geht nicht darum, dass ich ein Problem habe, es geht nicht darum, dass ich muss eine Lesung finden, also wo schon so ein Drang für Ziel da ist, mir wo die Person einfach kann sagen, okay, wenn ich sitze, an mein ganzes System, mein Überlebenssystem, der mal 2 Sekunden rauffahren,
kann ich da mal auf mich selber lauschen, dafür herauszufinden, was für ein Undeler du gerade am Gang sind. Sie sagen, hallo, ich sehe hinter 10 Jahren, schwarzen Schei und ich gehe nicht gelauscht hat. An, was kann ich mit dem Undeel machen? Für dann von da aus begleitet zu gehen, für unseren eigenen individuellen Dealer zu kommen, für du individuell, also undivided, komplett in ein zu gehen, was übrigens Ego wirklich bedeutet. Nicht das, was er erzählt wird, immer. Für dann aus dem heraus zu sagen, okay, wenn ich mich mit den dort Point de vue, an den dort Informationen, mit die Sache, die Situation angucken, gesehen ich es immer noch wirklich als dasselbe Problem, wie ich vorher gesehen habe, wo ich hergekommen bin. Natürlich braucht das Zeit, mehr Therapie hat auch Zeit. Wenn ich so schon den 2 Jahre lang bei ihr geht, an dem ich all das dasselbe erzählt, das ist einfach die Sache von wegen, das funktioniert, wie schon erklärt, und das macht bei dem einen und dem anderen funktionieren. Ich stelle allerdings immer mehr fest, dass Leute immer auf dem Punkt sind, mehr zu probieren herauszufinden, wen sie selber sind. Aber das ist dabei extrem spannend fand, wenn ich mal die ganze New Age Esoterik angucke. Dem Moment, wo die Person will bei sich selber ankommen, kriegt sie Satz du gesagt wie: Du bist Universum, du bist Gott, du bist das große Ganz, was es durch dich unter anderem erfährt. Und darf nachher mal nicht den durch dich, aus dem sich das erfährt, darf nachher mal nicht für sich selber mal erfahren. Das heißt, wenn wir 4 Runden waren, die gesagt, du bist eine funktionelle Maschine und du musst auch richtig funktionieren, kommen wir auf ganz viele New Age Esoterik-Punkten darüber an, wo man dem anderen so du bist das groß ganz und der wenn sie selber nicht selber zu individualisieren, nicht identifizieren, mit der wenn sie selber an der ganzen Geschichte nicht kennenzulernen. Wir haben ein Bewusstsein, also sind ich der Meinung, dass es wichtig ist, dass sie das möchten, weil nämlich dann können wir auch das Vollpotenzial gebrauchen, auch wenn ich an der spiritueller Idee bleibe, für zu sagen, das Universum, die unter anderem sich selber durch mich erfährt. Aber wenn ich mein eigenes Potenzial nicht entfallen, kann das Universum das Leben auch nicht durch mich erfahren. Das ist wie wenn ich eine Linse habe, die dreckig wird und ich muss die mal putzen. Just das halt etwas Dreck ist, dass das Verzerrungen sind par rapport zu dem, was wir gelernt tun, wie wir zugesehen, was für Erfahrungen wir gemacht tun, aber wo einfach mal die muss das Recht kriegen, um da umzukommen, wo wirklich ist. Für das also global aufzuholen, was will ich den Leuten anbieten? Für global zu sein. Das heißt, ja, wenn ihr ein typisches Coaching braucht, so Sachen kann man auch machen. Ich persönlich bin aber viel mehr daran interessiert, ein bisschen so die 2 Leveln zu machen. Das heißt, wie ich gesagt habe, metaphysisch drunter runterzugehen, indem ich eine Basis habe von einem Batze, von einem Zhuang Mingli, mit dem aus ich ja noch andere Sachen kann machen. Zum Beispiel gibt es eine Legung, wo ich den Zhuang Mingli gebrauche, wo ich die Energien, also Zhuang Mingli, wie ich erklärt habe, als Numerologie am Taoistischen. Wenn ich also so, es wird an der Numerologie, hat eng 7 als eng 7 und erster Stelle, das wenn ich die Legung par rapport zu den 7 Positionen machen, das natürlich die 7 Positionen anderes betrüchte, beziehungsweise wenn ich mit Tarot schaffe und hat zum Beispiel eng 7 der Culture, dass durch die 7 natürlich eine andere Information oder eine andere Essenz, eine Konsistenz kriegt, weil die Person eng 7 ist. Das stammt daran holen. Das heißt, Leungen, die viel mehr nuanciert par rapport zu der Person, die mir gegenüber sitzt. Die Verallgemeinerung also raus sozusagen. Das ist auch ein Punkt, wo ich viel besser mit dem anderen interagieren kann, weil den anderen in dem Moment auch darauf angehen, wenn den an der Zwischenzeit schon gemerkt hat, ja, wenn ich die dort Energie habe, ich merke immer das und das bei mir, da werden auch die Quad das par rapport zu sich selber verstehen und kriegt vielleicht ein anderer Kadrage dran, was meine Legung mit auf den Weg geht an dem Moment. Ein zweiter Punkt ist, dem anderen die Karte zu schaffen, sich selber kennenzulernen, für sich oder durch sich, wie er sich dann im Moment kennt, besser kann eine Situation
Bause besser Kaffee sich definieren, aber vielleicht nicht über das Problem den den anderen hat, weil das gesehen ich nämlich auch ganz oft, da kommen Leute, ja mit das ist so und so und so, aber wenn ich dann denen no lauschen an die erzähle mal ein bisschen, dann immer könnt raus, dass das Mamas, wo das gesagt hat, der beste Freund, der Mann, die Frau, whatever und whoever, so dass die Person wirklich die Möglichkeit hat, zurück und hier Quell, wann ich das Wort Ressource will gebrauchen, und hier Bannensquell zu kommen, für zu sagen, okay, wie ist das dort, wenn ich als Wasser, als Quell hole, wenn es pur aus der Quelle rauskommt, und nicht, wenn es durch 6 Bäche gegangen ist, wo 7 Firmen ihre Mülltrage, ihre Giftmülltrage haben. Weil das kennt man wirklich, also das Bild ist für mich absolut, wie es für mich rüberkommt. Das heißt, dass die Leute sich können genauso klar, so kristallklar wie ein Quell können erkennen an ihre Fähigkeiten, an hier wie soll ich das ausdrücken, hier Balance, Energien und Dynamismen können erkennen, für dann zu lernen von da aus, die ihrem frisch und proper an ihrem Leben anzusetzen. Das ist es, wo ich grundlegend will anbieten. Das biete ich auch unter anderem an mit der Legung, wo ich auch Buch drüber geschrieben habe. Das ist auch das, wo ich will hingehen, und das heißt, für noch einen Raum zu schaffen, also einen physischen Raum, wo die Leute auch den Raum kriegen, erstens mal die Luft für sich selber zu kriegen, und wo sie dann, soweit es notwendig schon, Techniken mit auf den Weg kriegen, und wo ist sie mit Techniken, mit den verschiedenen Techniken wie IFS, wie alles das, was ich auch auf meiner Facebook-Seite Metakompass vorgestellt habe, kann man auf den Weg gehen, für das sie können sich selber erkennen, frei auch können damit schaffen. Das heißt, das letzte, ich will haben, dass eine Person aufhängig ist. Das heißt, auch wenn eine Person bei mir kann es ganz oft sein, dass sie von mehr Übungen und Sachen mit auf den Weg kriegt. Und ich kann die Leute nicht mehr anraten, die auch wirklich umzusetzen, einfach aus dem Grund heraus, für sich selber kennenzulernen, auch für mit der Zeit hier ureigen Techniken zu entwickeln, für mit einer Situation umzugehen. Ich habe zum Beispiel einen Fall, das ist schon mal lange hier. Da war eine Person, die die hat auch ganz viel Probleme in ihrem Leben, und ich hatte das in der dann mal auf den Weg gehen, 4 Sachen zu verankern, und irgendwie ist die Person bei mir zurückgekommen und gesagt, ja, ich habe festgestellt, es gibt ein Parfum, den ich extrem gerne habe, und in der Zwischenzeit habe ich immer ein Tuch bei mir, wo der Parfum drauf ist, aber wenn ich merke, dass ich anfange, so an einen Panikattack ranzugehen, dann hole ich das Tuch raus und ich rieche dran, und da bringt mich das immer auf in dem Moment. Und dann sagt die zu mir, ist das falsch? Kann ich das machen? Der Punkt ist immer ganz einfach. An der PNL, an der NLP, gibt es eine Vorannahme, die sagt, wenn etwas funktioniert, mach mehr davon. An den Kahuna-Prinzipien gibt es Pono, das heißt, also Pono, ja, das Pono. Das heißt, Effizienz, das muss von der Woche. An dem Taoistischen, am richtigen Taoismus nicht importiert, an dem richtigen Taoismus gibt es den Dingen Wirklichkeit oder beziehungsweise Wohrrecht gibt nicht betäuscht mit Sachen, die beweisen kann, mit Sachen, die für den Einzelnen funktionieren. Das heißt, der merkt, ihr wird ganz bald sind wir auf dem Punkt. Aber genau da will ich Leute auch hinkriegen, dass mit dem, was ich ihnen mal auf den Weg gehen, an einem Raum, wo sie mal können abatmen, wo sie können an der Vierwärtsragon, ich komme da ganz kurz darüber zurück, dass sie in dem Moment können Sachen erfahren, erforschen, sich selber genauso gut wie Tools, und herno müssen hier Zöpfe können machen, die für sie funktioniert. Weil was tun ich davon, wenn ich eine Technik habe, die für mich funktioniert und die bei einem anderen gut nicht geht. Mir an der Technik ist vielleicht etwas dran, was ich einem anderen kann anbieten, wo den anderen kann sagen, ah ja, das funktioniert doch für mich, das ist ideal an dem Dingen. Und das ist ein bisschen die Richtung, wo ich also will hingehen. Das wird auch an der Zwischenzeit den Numen, die da zur Zeit abtauchen, gesehen. Das ist das, was ich an der Soul Shelter verstehe. Soul Shelter bedeutet für mich, der Seele und der Psyche den Schutzraum zu geben. Wirklich am Sinn von einem Shelter. Das ist für mich immer ein bisschen so die Idee, so mal freie Hund leitet sich an eine Höhle zurückgezogen. An die Höhle war nicht einfach nicht mehr, ja, da war ich von Unwetter geschützt, mehr. Die hatten etwas, ich nenne mal etwas Hellisches. Ich muss immer an die Höhle von Altamira denken, wo für mich die schönsten Höhlenbilder dran sind, die es gibt.
Und da war ein Archäolog, den hat durch ein Trauma an seiner Kindheit hat den verleiert zu schwatzen. Wo den an die Höhle getrat ist, hat den angefangen zu schwatzen. Weil die Höhle so aufgeschirmt war von allem dabei, so Bannen dran, so etwas Herrliches hat, so etwas Schützendes hat, dass er sich kommt und sein Alkohol, aus der rauskommt, weil als Kant, vier konnte schwatzen, kommt dran entwickeln, also zurückentwickeln, zurück erinnern und dort noch kommt knüpfen für die Sachen umzusetzen. Ja, genau das fehlt also an einem Raum. Wenn es schaut, ein hell belichteten Raum haben, wo ich drauf gedrimmt gehen oder wo ich Menge wo ich gehen, für eine Lesung zu kommen, da läuft nicht Gefahr, dass ich Schluss nicht wirklich bei mir kommen, weil ich vier gegangen sind, anstatt vielleicht mal ein bisschen zurückzukommen, an sich selber zu ruhen, an den Dingen zu kommen, wo so, okay, Bannen dran an meiner Quell, wen wir sind nicht an der Geschichte. An den anderen Punkt bei der Sache, wo ich auch will daran ausschwätzen, das ich gebrauche, zum Beispiel, weil ich auch mit Quarte schaffen oder auch bei den IFS, also bei den Inner Family Systems, mit deren Figuren schaffe, wo ganz vielleicht so, ja, das ist tipptopp für kann, und es ist immer, wissen, dass ich begeistert von den Figuren. Es gibt ein Sprachwort, ich weiß nicht, wie wenig gesagt wird, aber ich fand es so richtig. Spaß kann nicht echt genug geholt gehen. Und genau das. Weil er mehr mit Fried um die Sachen angeht, mehr mit viel, was zu drin auch geht. Nicht am Sinn von, oh, Merklo, muss ich schon mal schaffen, und schreck mir wirklich, oh, ich darf mich neu zu entdecken. Ein bisschen, vielleicht hat ihr in dem Video gesehen, von der kleinen Katze, die da echt hier Patte gesagt hat. Das ist einzigartig, weil das ist für mich als das Quintessenz von dem, was der Mensch verleiht hat, zu machen. Der Tisch ja so am Gang zu gucken, und dann haben wir gesagt, sein Patt so, oh, und dann wirklich so Blick so, oh, das ist ein Patt, und oh, das ist ein Zweitpatt. Und genau das, für zu sagen, oh, du hast eine Fähigkeit immer dran, oh, du hast etwas, was ich noch nie gebraucht habe in meinem Leben, aber was wirklich immer dran ist, aber wie kann ich das gebrauchen? Aber wirklich spielerisch um die Sachen uns geht, was er mich Spaß dran bringt, was er die besten Energie mal daran kann bringen, für nicht zu heilen von einer Krankheit. Wir haben dahin zurückkommen, aus dem daraus automatisch mit einem gesunden Vertrauen, mit einem gesunden Selbstvertrauen, mit einem gesunden Bewusstsein und mit einem wirklich gesunden Ego raus an die Welt kann treten. Das ist das, was ich den Leuten global will anbieten. Was nicht heißt, dass ich nicht Lehrungen mache, nicht auf Zukunft, mehr es wird ein Problem, aber wir gucken mit der Lehrung auseinanderzudrücken. Was nicht bedeutet, dass ich nicht ein normales Coaching mache mit einer Timeline, wenn das ist, was die Person braucht. Aber wenn eine Person sieht, was ist, ich gerate immer um dasselbe Muster von Problemen, da stellt ihr euch vor, ob es nicht ein Teil an euch ist, den da nie gelehrt hat, kennenzulernen und zu integrieren, und dann funktioniert Coaching nicht, da funktioniert Therapie nicht, da funktioniert am Mengen an metaphysische Begleitung, metaphysische Beratung, und das, was ich eben in der Zwischenzeit in der Soul Shelter setze. Für alle, die das interessiert, da könnt ihr euch gerne melden. Ich habe ein bisschen einen Überblick gekriegt, wie sich das in der Zwischenzeit bei mir weiterentwickelt hat. Der könnt immer vorstellen, entweder hier drin, der könnt mich liken, der könnt mich followen oder der könnt mich ausschreiben. Ich werde immer antworten par rapport zu den Fragen, die abkommen. Sur ce, vielmals merci, dass ihr geguckt habt, und vielleicht sehen wir uns am nächsten Video.